Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur und ja, herzlich willkommen zum hoffentlich letzten Teil der Double-Strike-Reparatur. Also, für die, die jetzt frisch dazugekommen sind, im ersten Teil haben wir zerlegt und guckt, was hier ist. Im zweiten Teil, im zweiten Teil habe ich dann das Hebel da war das abgebrochen und da habe ich das dann geklebt. Das hat natürlich nicht funktioniert. Dritter Teil war dann das Teil. Förderteil, also das hat funktioniert und das hätte aus Ende der Reparatur sein können, aber ja, zum einen ist da der Druck nicht ganz gelungen und zum anderen sieht halt weiß in der Kombination hier einfach nicht schön aus. Dann immer denkt, komm, mach schwarz, das ist halt einfach schicker. Habe ich nicht aufgepasst, das habe ich nicht massiv gedruckt. Jetzt, im 5. Teil und hoffentlich letzte Teil der Reparatur, also das wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr den Bläster da seht, aber hoffentlich das letzte Mal, dass man es repariert, weil ich hätte ja gern das weiterentwickeln oder was draus machen, also ein bisschen mehr aber dafür muss es erstmal so funktionieren, wie es soll und dann können wir gucken, was man draus macht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, bauen wir das Teil ein und hoffen, dass das Problem jetzt löst. Ja, wenn ihr wissen wollt, was da in Zukunft noch passiert, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da und drückt das Klingerle. Das würde mich freuen. Schreibt mal Kommentare. Ich bin ja natürlich Optimist. Das heißt, nach jedem Teil habe ich das Werkzeug weggeräumt und bin davon ausgegangen, jetzt passt's. Gut, nachher Futter nicht, da wusste ich dann direkt schon währenddessen. Hab's lang getestet, also da wusste ich ja schon währenddessen. Das hat der live oder habt das live nicht, aber habt halt miterlebt. Haben wir schon gesehen, dass das nicht gegangen ist. Jetzt einmal weniger testen sollen. dann, dann wäre es gut. Dann wäre es nicht so witzig gewesen, weil da wäre es ohne Kamera kaputt gegangen. Und das habe ich gelernt von diesem Show-Business, dass man, wenn man was hinmacht, dann möglichst mit der Kamera. Und nicht ohne Kamera, weil das ist dann muss man nachher erzählen und so und hat da kein gutes Videomaterial und so. Wenn man es hinmacht, dann werden die Leute zugucken, hat man gutes Videomaterial. Ja, das Scheiß will nicht, nein. Nein. Und diesmal hoffentlich keine Verletzung wie das letzte Mal. Das hätte ich mir gerne sparen. Lass mal das so durchgehen. Dann muss ich das andersrum. Eieiei, ja, das ist scheiße. Guckt, wie viele ich fluche, wenn deswegen versuche ich so Aufbauszene immer. Ja, zu kurz aber ich denke, da wisst ihr, was er verpasst oder halt auch nicht. Und ich hoffe ja, also Klopfer auf Holz und so Dingens. Ich hoffe ja, dass das letzte Mal ist, dass man es repariert. Wobei ich auf den Blaster echt noch keine Modifikationspläne haben. Also, das Gang nein, du Krieg. Der Krust. Ja, das. Brauche ich da Zängle? Zängle? Ja, komm mit Zängle Gott's. Mit Zängle Gott's. Hätte ich Gläser machen sollen. Das ist immer, wenn man es richtig macht, dann Gott's auch. Ja, wobei, das werde ich euch nachher wahrscheinlich wieder erzählen, das habe ich wieder fast schon vergessen, dass ich das Hämmerle eigentlich modifizieren will. Das muss ich gucken, bei das Modell, das dürfte von der Lizenz her so passen, dass man es auch passen darf. Wobei ich noch nicht weiß, wie man das mit zugänglich machen, dann, ob das dann und was weiß ich.
Gummile nicht vergessen. Es gibt so eine Späße Überraschung, wenn man das Gummile vergisst. Nicht, was ihr jetzt denkt. Gott sei wieder hier. Wie schon gesagt, nicht, was ihr jetzt denkt. Da. Das wohl. Gut, ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber nicht was ich denke, was ihr denkt. Also das nicht. Das wäre ja ungezogen. Also das zumindest das, was ich denke, was ihr denkt. Das ging das letzte Mal, glaube ich, verhauen. Das ist. Au! Das hätte ich mir fast wieder aufpiekst. Hoffentlich deckt das die Versicherung ab. Das bloß nicht um die Ohren fliegen. Das erklärst du mal dem Notarzt dann. Jetzt zerlegt, weil ich einen Blastel rumbastelt habe. Das lacht dann aber auch jeder aus dann. Das hätte ich mir gern sparen. Wobei, dann habt ihr wenigstens was zu lachen. Gut, dafür müsst ihr das Video erst hochladen. Also muss man schon noch gut genug gehen, dass das Video hochladen. So. Ist das Clipserle rausgefallen. Da können wir noch. Will doch da noch Zielfernrohr basteln, damit wir da richtig akkurat schießen können. Da haben wir Schreible rein. Noch krabbel ich mal unter den Tisch. Wieder kein 5 Minuten Video wird. Das wird auch nie was. Das hätte vielleicht eigentlich verkehrt. Aber wo ist der Kost jetzt? Da hinten dumm im letzten Eck hat sich's versteckt. Ist wieder klar, dass das wäre einfach, wenn es schön wäre. Schön, wenn es einfach wäre. War eigentlich langweilig, wenn es einfach wäre. Wenn alles einfach wäre. Ja, was wäre denn dann? Ja, dann wäre das jetzt so Neigung, ohne dass ich es richtig aufmachen muss. Zack, bloß. Springen wir noch wegen dem Gruß die 10-Minuten-Marke. Wobei, ich weiß auch nicht, was dann passiert. Hoffe, dass ihr noch da seid. Sagt's mal Hallo, wenn ihr noch da seid. Das hätte mich schon interessieren. Ob ihr so die lange Videos merkt, oder das. Bin mir sicher, euch geht es da auch mehr um der Quatsch bei der Geschichte. Ich selber schaue mir doch die meisten Videos bei YouTube doch auch noch an, weil es unterhaltsam ist und nicht, weil ich das unbedingt nachmachen will. Wenn ich das alles nachmache, was ich mir so anschaue, dann müsst ihr eine ganze Garage voller Autos haben. So eine ganze Halle voller Autos. Deswegen bastle ich sogar noch Blasterlust drum. Das braucht nicht so viel Platz und ist billiger. Aber auch gucke ich immer trotzdem gerne so Autosendungen, wo die da rumschrauben und da Zeugs machen mit Leistung und allem und das ist schon schön. Das heißt jetzt nicht, dass ich das alles nachmachen will. Das ist ins Geld gegangen. So, die noch anziehen. Jetzt gucken wir mal. Rastet ein. Schießt. Ja. Rastet ein.
Ja. Okay. Das hat eine Leistung. Da kann ich es mit dem Finger besser schnipsen. Das sind jetzt, das sind 2 Hände Entfernung oder so. Hui, 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 hui. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Das wird wohl eine endlose Geschichte. Ich hoffe, dass er wenigstens mal Gelaber mögt, dass das wenigstens irgendwas taugt. Das ist, das schabt da seitlich, so wie ich das denke. Da guckt, das ist da, da ist schon Abrieb. Das dauert jetzt nur noch ein paar tausend Mal und dann hat sich das eingeschliffen. Also, dann machen wir jetzt so lange Tests. Und dann schaut da garantiert keiner mehr zu. Ja. Da hat das ja besser geklappt. Aber das ist dann wahrscheinlich, weil das hat auch schon Griebe. Das ist halt von der Toleranz dann nochmal ein bisschen, oder vielleicht habe ich das nicht ganz sauber gemacht. Das kann einfach sein, das hängt da. Das kann jetzt sonst nirgends mehr hängen. Das hängt da an dem, wo das ein bisschen aufschraubt. Dann tut es eigentlich schon fast klappen. Dann hat das schon ein bisschen Luft da. Und da, das ist jetzt dann, ja. Das hängt noch zwischendrin. Ihr hört es, da macht das tak tak. Jetzt gucken wir mal. Und 2 Pfeile erwischt. Das ist, ich meine, das ist jetzt, das kann natürlich so nicht bleiben, aber jetzt mal zur Fehleranalyse, wie der Profi sagt. Ja, das ist wirklich okay. Denkt jetzt wieder Fehlerübung. Die Leute, die für euch in der Lehre waren, die werden mich jetzt wahrscheinlich hassen. Ist ja kein U-Stahl, ist bloß Kunststoff. Das ist wirklich da. Vielleicht die Stützstruktur beim letzten Mal besser abgeschliffen und dann Gottes und bei dem Mal halt nicht. Ja, das ist aber auch schwer, dass das immer. Ja. Wobei die Druckqualität schon, also das hat sich schon die letzten Jahre deutlich verbessert. Ich überlege jetzt, so viel hat der Drucker nicht gekostet. Das Vergleich mit vor ein paar Jahren, was man da für dasselbe Geld gekriegt hat an Drucker, das sind schon Unterschied. Oh, Schrotflintenschuss, das passt auch. Ja dann, denkt, der Feinschliff, das kriege ich hin. Aber da wisst ihr, worauf ihr euch einzulassen habt, wenn ihr sowas macht. Das ist halt viel Probiererei. Aber ja, das hat ja auch schon funktioniert. Also da können wir mal gucken, ob wir da, bevor ich jetzt da viel Zeit da drin investiere, ob ich das Modell nicht einfach ein bisschen schmaler mache. Weil nachher bricht es dann wieder. Aber das ist jetzt, wenn ich mir recht bin, sind so 80% ausgefüllt. Das ist ein bisschen Kleu wegen. Das mache ich aber ohne Kamera. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Also, ich wünsche euch dann auf jeden Fall viel Spaß bei euren Bastelprojekten. Euer Blaster-Ingenieur.